Jam schreibt da, wo hat man mehr Chancen von den Leuten gehört werden? In der Schweiz auf sich aufmerksam machen, Spotify oder auf YouTube? Eine Kombination aus beiden Sachen, Jam, würde ich jetzt spontan sagen. Sie haben beide Vor- und Nachteile, beziehungsweise Spotify und YouTube, so wie ich es gerne erkläre, amix, wenn mich das Künstler und Künstlerinnen fragen, haben zwei relativ verschiedene Zielgruppen. Es kann sein, dass viele, die euch auf Instagram zuschauen und mitbekommen, wenn ihr Songs droppt, dass die entweder oder auf Spotify und YouTube gehen, aber ich sage mittlerweile, würde ich meinen, dass die Zielgruppen immer mehr auseinandergehen. Das heisst, dass YouTube-Leute gerne also User, ich rede jetzt da von den Zuschauern, von den User, die auf diesen Plattformen verkehren, dass YouTube-User gerne auf YouTube sind, Spotify-User sind gerne auf Spotify und Apple Music-User sind gerne auf Apple Music. Und wenn das jetzt so die 3 Plattformen sind, die man auf dem Schirm muss haben, dann kann es auch gut möglich sein, dass du Songs an sich tust du überall servieren, aber dass du gewisse Plattformen vielleicht noch ein bisschen spezieller angehst. Also man braucht heutzutage, wenn man es wieder richtig machen, wenn man es wirklich optimal machen will, weil da schon jemand ja von optimalen Release-Plan geredet hat, dann braucht man eine Strategie für Apple Music, man braucht eine Strategie für Spotify und man braucht eine einzelne Strategie für YouTube. Wenn man das wirklich richtig machen will. Oder optimal, so optimal wie möglich.